Der Doktor. Einmal hat das Krokodil zum Alfons spielen. Hoi, Krokodil. Hoi, kleiner blauer Freund. Der Alfons hat es gerade gemerkt. Du hast den Schnupfen. Ja, ich bin verknüttelt. Ist nicht so schlimm. Zum Glück hat der Alfons gerade so ein Buch über Doktor und Krankheiten gelesen und er hat beschlossen, dem Krokodil zu helfen. Ich weiss, was ich machen muss. In seinem Buch hat er gelesen, dass man beim Doktor immer «A» sagen muss. Dann hat der Doktor immer mit besonderen Geräten in die Augen und in die Ohren geschaut. Aber der Alfons hatte keine so besonderen Geräte. Und darum hat er einfach seine Lupe genommen. Ja, sieht alles gut aus. Jetzt noch schnell Fieber messen. Alles bestens. Und jetzt? Jetzt hat der Alfons mit einem Hämmerli auf den Knie vom Krokodil umgeklopft. Genau wie beim Doktor. Und zum Schluss hat er noch das Herz abgelost. Es hat fröhlich vor sich hingepöppelt. Der Alfons hat jetzt die Untersuchung abgeschlossen und er hat genau gewusst, was im Krokodil gefehlt hat. Du hast den Schnuppen. Ja. Da. Und dann hat er dem Krokodil die Medizin gegeben. Ein Schlagstängel. Der Alfons hat gefunden, dass er ein sehr guter Doktor ist. Und das Krokodil war mit ihm auch sehr zufrieden. Dann hat der Alfons das Krokodil heimgebracht und es mit ganz viel Küsse ins Bett gesteckt. Hui, 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 hui. Kaum war er daheim, hat Frau Strauss angerufen. Sie hat Hallo? eben gehört, dass der Alfons heute der Doktor ist. Und sie hat gemeint, dass sie vielleicht auch ein bisschen den Schnuppen Danke. hat. Und schon hat sich der Herr Dr. Alfons auf den Weg gemacht. Oh je! Oh! Der Dr. Alfons war sehr aufgeregt. Das ist sein allererster Hausbesuch. Atschu! Die Frau Strauss musste «A» sagen. Da drin scheint alles in Ordnung zu sein. Da. Temperatur nehmen. Oh. Au! Au! Excusez! Deine Knie sind sehr gesund. Zum Schluss Oh. hat er auch ihr noch das Herz Weisst, abgelost. guten Morgen ist alles noch in Ordnung. Was gar nicht so leicht war, weil die Frau Strauss immer so laut drauf losplappert hat. Ich glaube, ich weiss, was dir fehlt, Frau Richtig Strauss. wackelig ist. Du hast eben auch einen Schnuppen. Oh. Und dann hat er auch ihr einen Schlagstängel gegeben. Die Frau Strauss hat sich sehr gefreut und der Alfons hat gefunden, dass so Doktor sein etwas Schönes ist. Alle seine Patienten haben sich über ihren Schnuppen gefreut. Der Alfons hat auch der Frau Strauss strikte Bettruhe Du musst dich verordnet. jetzt schön ausruhen, liest ein bisschen und schon bald bist du wieder gesund. Dann hat das Krokodil angerufen. Hallo? Oh, hi Alfons. Gut, dass du da bist. Ich brauche unbedingt Oh. das Lümpfe. Der Alfons war froh, dass er helfen konnte. Der Alfons hat dem Krokodil die Nasentücher gebracht und er hat gerade wieder heimgehen, wo plötzlich im Krokodil sein Telefon geläutet hat. Hallo? Es war der Biber. Auch er hat gehört, dass der Alfons heute der Doktor ist. Biber, ich glaube, du hast auch den Schnuppen. Ja. Und?
Und da ist dein Schleckstängel. Aber gau, ja. Und jetzt soll ich ein Slöffli machen, stimmt's? Der Dr. Alfons hat den Biber schön warm eingepackt, wo plötzlich die Frau Strauss angerufen hat. Hallo? Die Küsse von der Frau Strauss mussten frisch aufgeschüttelt werden. Danke, Dr. Alfons. Oh, Und dann Hallo? hat das Krokodil wieder angerufen. Hoi Alfons, ich habe nicht mehr zu trinken. Der Alfons hat gern den Doktor gespielt für seine Freunde. Aber das ganze Hin und Her und Küsse schütteln und Nastücher bringen hat ihn bald sehr, sehr müde gemacht. Ja, hoi. Ja, danke Alfons. Ja. Als die Postmaus der Alfons gesehen hat, hat sie sich ein bisschen Sorgen gemacht. Was rennst du denn auch so, Alfons? Ja, ich bin den ganzen Morgen rumgerannt, um meinen Freunden zu helfen. Das ist im Fall schaurig anstrengend. Ich bin schon ganz durcheinander. Ich habe gerade dem Krokodil das Wasser aufgeschüttelt und sein Küsse in ein Glas gefüllt. Und Das liegt nur daran, dass die so weit auseinander wohnen. ja, stimmt. Du hast recht. Und dann hat der Alfons alle seine verschnupften Patienten zu sich heimgenommen. Dort war es gemütlich warm. Es hat genug Nastüchli und das Trinken und das Lesen. Und dann war die Postmaus der Doktor. Sag Aha. Das ganze Hin und Her hat der Alfons so müde gemacht, dass er gemeint hat, er hätte jetzt auch ein bisschen Schnuppen. Mal nur Ruhe. Aber eigentlich hätte er nur einen Medizin. Schleckstängel wollen. Und weil er den ganzen Tag so ein guter Doktor war, hat er sich auch ein bisschen Bettruhe verdient. Ja, pfuh.